Nehmen Sie das Tuch, falten Sie es auf und suchen Sie sich die Mitte. Legen Sie das Tuch an der oberen Kante mit beiden Händen fassend über Ihren langgestreckten rechten Arm, sodass eine Tuchbahn vor Ihrem Arm und eine Tuchbahn hinter Ihrem Arm verläuft. Raffen Sie mit der linken Hand die gesamte Stoffbreite zum Hals hin. Das Tuch dabei nicht verdrehen. Greifen Sie mit der rechten Hand die vordere Tuchbahn an der inneren Tuchkante und suchen Sie sich mit der linken Hand das Gegenstück der hinteren Tuchbahn. Mit dem Badetuchtest können Sie nun überprüfen, ob Sie jeweils die gleiche Kante der vorderen und hinteren Tuchbahn in den Händen haben. Raffen Sie die gesamte Stoffbreite der hinteren Tuchbahn in Ihre linke Hand und führen Sie diese mit Ihrer rechten Hand nach oben zu Ihrer rechten Schulter. Justieren Sie die Länge, indem Sie die Tuchbahn an Ihrer rechten Schulter weiterhin mit Ihrer Hand fixieren und Ihren linken Daumen etwa in Hüftknochenhöhe an Ihren Körper halten. Danach die frei nach unten hängende Tuchbahn über die an Ihrer Schulter fixierte nach hinten werfen. Kontrollieren Sie, dass das Tuch nicht in sich verdreht ist und die Kanten sauber durch die auf Ihrer Schulter entstandene Schlaufe gleiten können. Um dies zu überprüfen, können Sie die Tuchkanten einfach hin und her ziehen. Führen Sie nun beide Tuchbahnen jeweils vor und hinter Ihrem Körper in Richtung linke Hüfte und fixieren diese provisorisch mit einem einfachen Knoten. Nehmen Sie Ihr Baby auf die linke Schulter, greifen Sie mit der rechten Hand zwischen den beiden Tuchbahnen von außen nach innen hindurch, um beide Beinchen Ihres Babys zu fassen. Setzen Sie Ihr Baby in Höhe Ihrer Hüfte so auf die Tuchbahn, dass es mit einem Bein vor und einem Bein hinter Ihrer Hüfte verweilt und die Tuchbahn durch seine Kniekehlen verläuft. Fächern Sie die Tuchbahn mit der linken Hand auf, indem Sie die obere Kante über die Arme und den Kopf Ihres Babys so nach oben ziehen, dass eine Mütze entsteht. Bei Babys, die ihren Kopf bereits selbstständig halten können, reicht es, das Tuch bis unter die Arme des Kindes nach oben zu ziehen. Achten Sie darauf, dass die untere Tuchkante dabei nicht nach oben rutscht und somit weiterhin in den Kniekehlen Ihres Babys verweilt. Anschließend den Stoff zurück in den Nackenbereich schieben. Heben Sie den Po Ihres Babys leicht an und schieben die untere Tuchkante mit der rechten Hand nach oben Richtung Babys Bauchnabel. Weiterhin mit der rechten Hand arbeitend, die um Ihr Baby verlaufende Tuchbahn zur rechten Schulter hin festziehen. Lösen Sie nun den einfachen Knoten unterhalb des Babypopos. Dabei die hintere Tuchbahn mit der linken Hand gut festhalten, denn diese sorgt dafür, dass die Schlaufe an der rechten Schulter an ihrem Platz bleibt. Die rechte Tuchbahn an der oberen Tuchkante nehmen und das gesamte Tuch festziehen. Dies soll in mindestens 3 bis 5 Schritten passieren, sodass sich das Tuch individuell an den Rücken Ihres Babys anpasst. Diese Schritte wurden durchgeführt, um Ihr Baby mit rundem Rücken in der empfohlenen Spreiz-Anhock-Haltung auf Ihre Hüfte zu binden. Führen Sie beide Tuchenden Richtung Baby und fixieren Sie diese unterhalb des Babypopos mit einem doppelten Knoten. Die Tuchbahnen über der rechten Schulter mit der unteren Tuchbahn beginnend bis Mitte Oberarm nach unten ziehen. Zum Ausziehen des Tuches den Knoten unterhalb des Babypopos öffnen und darauf achten, dass Ihr Baby nach Möglichkeit in seiner Position nicht bewegt wird. Die um Ihr Baby verlaufende Tuchbahn vorsichtig nach oben über seinen Kopf schieben und es nach unten rausnehmen. Sollte Ihr Baby eingeschlafen sein, beugen Sie Ihren Oberkörper nach vorne, legen Ihr Baby ab und decken es gegebenenfalls zu. So wird Ihr Baby normalerweise weiter schlafen. Erst jetzt das gesamte Tuch ausziehen. Nehmen Sie das Tuch, falten Sie es auf und suchen Sie sich die Mitte. An der oberen Kante mit beiden Händen fassend, legen Sie es von vorne nach hinten wie eine Schürze um Ihren Bauch. Bitte achten Sie darauf, nur mit den oberen Kanten zu arbeiten. Das Tuch nun hinter Ihrem Rücken mit der linken Hand greifen, mit der rechten Hand von unten in den entstandenen Rock fassen und die obere Tuchkante von Ihrer linken Hüfte kommend fassen, um die Tuchbahnen zu kreuzen und diese breit auseinanderziehen.
Immer noch die oberen Kanten fassend, mit den Händen umgreifen, um die Tuchbahnen von hinten nach vorne über die Schulter zu legen. Raffen Sie auf beiden Seiten die gesamte Stoffbreite zum Hals hin. Das Tuch dabei nicht verdrehen. Die am Bauch entstandene Schärpe von den Oberschenkeln nach oben raffen, sodass die Tuchbahn im Bereich des Bauchnabels körpernah verläuft. Kontrollieren Sie, ob beide Tuchenden gleich lang sind. Falls nicht, können Sie das in der jetzigen Position noch gut korrigieren. Sobald diese Schritte abgeschlossen sind, die geraffte Tuchbahn um Ihren Bauch etwas lockern, Ihr Baby aufnehmen und auf eine Schulter legen. Die über ihre Schultern verlaufenden Tuchbahnen jeweils nach links und rechts außen schieben, sodass diese nicht unter dem Baby festgeklemmt werden. Lassen Sie Ihr Baby nun bis zur sogenannten Kopfkusshöhe in die um Ihren Bauch verlaufende Tuchbahn rutschen. Raffen Sie an der unteren Tuchkante beginnend die Überlänge des Stoffs mit der rechten Hand in die Kniekehlen Ihres Babys, sodass seine Füßchen frei liegen. Diese Tuchkante dann nach oben Richtung Bauchnabel des Babys schieben. Mit der linken Hand die obere Tuchkante über die Arme und den Kopf Ihres Babys so nach oben ziehen, dass eine Mütze entsteht. Bei Babys, die ihren Kopf bereits selbstständig halten können, reicht es, das Tuch bis unter die Arme des Kindes nach oben zu ziehen, anschließend den Stoff zurück in den Nackenbereich schieben, die Tuchbahn über Ihre linken Schulter mit der linken Hand an der Halsinnenkante nehmen und das gesamte Tuch festziehen. Dies soll in mindestens 3 bis 5 Schritten passieren, sodass sich das Tuch individuell an den Rücken Ihres Babys anpasst. Halten Sie diese Tuchbahn unter Spannung und ziehen Sie auch auf der anderen Seite das Tuch fest. Hierfür die Tuchbahn über Ihrer rechten Schulter an der Halsinnenkante nehmen und ebenfalls in 3 bis 5 Phasen festziehen. Diese Schritte wurden durchgeführt, um Ihr Baby mit rundem Rücken in der empfohlenen Spreiz-Anhock-Haltung vor Ihrem Bauch zu binden. Nun ziehen Sie beide Tuchbahnen unter Bewegung Ihrer Hüften nach oben und legen diese über die Schultern nach vorne, wie es für Sie angenehm ist. Kreuzen Sie beide Tuchbahnen unterhalb des Babypopos und führen die Tuchbahnen zwischen Babys Beinchen und Ihrem Körper nach hinten auf Ihrem Rücken. Fixieren Sie beiden Tuchenden mit einem doppelten Knoten. Überprüfen Sie nun noch einmal, ob für Sie beide alles angenehm gebunden ist und schieben die Knie Ihres Babys nach oben, sodass sie in die Höhe des Bauchnabels Ihres Babys zum Liegen kommen. Zum Ausziehen des Tuches jeweils die flache Hand von hinten durch die über die Schulter verlaufenden Tuchbahnen hindurchschieben und den Stoff nach unten gleiten lassen. Im Anschluss daran die waagrecht verlaufende Tuchbahn nach unten schieben, bis die Füße Ihres Babys frei liegen. Sollte Ihr Baby eingeschlafen sein, beugen Sie Ihren Oberkörper nach vorne, legen Ihr Baby ab und decken es gegebenenfalls zu. So wird Ihr Baby normalerweise weiterschlafen. Erst jetzt das gesamte Tuch nach vorne drehen, um den Knoten zu öffnen und das Tuch komplett auszuziehen.